Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, in letzter Zeit, da machen wir uns immer wieder mal so Gedanken von wegen, oh toll, jetzt gerade mal 2 Neuzugänge verpflichtet. Was muss noch geschehen, damit der nächste Neuzugang kommt? Gerüchte hier, Gerüchte da. Man regt sich auf, dass da kein weiterer Neuzugang bisher verkündet wurde. Und dann fällt mir halt auf, in Angesicht der aktuellen U19-Europameisterschaft, da gibt es doch einen Jungen, über den wir wirklich gefühlt kaum gesprochen haben. Und das ist Said El-Mala. Das war ja wirklich einer der letzten, ja, vorgegriffenen Transfers von Christian Keller. Letztes Jahr im Sommer wurde er von Viktoria Köln verpflichtet, musste aber aufgrund der Transfersperre weiterverliehen werden, ist dann bei seinem Verein Viktoria Köln verblieben und hat dort eine grandiose Saison abgeliefert. Zusammen mit seinem Bruder wird er zu uns wechseln. Natürlich ist die Frage, inwieweit Platz für seinen Bruder da ist. Sein Bruder ist Mittelstürmer, während Said ein sehr flexibler Spieler ist, sogar noch beidfüßig. Er kann auf Linksaußen wie auch auf Rechtsaußen spielen, auch im zentralen Mittelfeld als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, der reißt ja momentan komplett ab bei der Europameisterschaft. 3 Tore stehen zu Buche aktuell. Gefühlt spricht momentan ganz Europa, also zumindest jeder, der sich mit der U19-Europameisterschaft aktuell beschäftigt, über den Jungen. Und wir haben ihn. Wir haben diesen Jungen tatsächlich verpflichtet. Und was mir direkt so auffällt, ist seine Unbekümmertheit, dieses wenig drüber nachdenken, dieses Selbstbewusstsein. Er strahlt so eine Selbstverständlichkeit und so ein Selbstbewusstsein aus, dass ich sagen muss, ich freue mich schon auf diesen Spieler mit einem gewissen Vorbehalt. Natürlich weiß ich, dass es ein bisschen schwer für ihn sein wird, in diesem Kader einen Platz zu finden. Nur die Frage, die sich letzten Endes für mich persönlich stellt, ist nicht, wird er spielen, sondern wen wird er vielleicht auf Dauer verdrängen. Auf der linken Seite, wo er im Prinzip seine besten Leistungen abliefert, die ist natürlich besetzt von Linton Meiner, hin und wieder auch mal von Florian Kainz. In der Mitte, naja, da haben wir jetzt hier Isaac Johannesson und auf rechts, das ist halt die Frage. Ist vielleicht rechts die Position, wo er vielleicht auf Dauer jemanden verdrängen könnte? Und das wäre natürlich Jan Thielmann. Jan Thielmann hat ja auch so hin und wieder mal seine Schwächen bewiesen und ich weiß nicht. Ich habe so ein gewisses Gefühl bei Said El-Mala. Der entwickelt sich ja wirklich stetig weiter. Das war der beste Torschütze von Viktoria Köln in der letzten Saison. Einer der besten Spieler der 3. Liga. Und klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, aber der kommt aus der 3. Liga. Nur die Sache ist die, manchmal bist du so gut, dass du halt die ein oder andere Liga überspringst. Und zusammen mit seinem Bruder haben wir ihm auch ein kleines, sagen wir mal, komfortables Paket geschnürt. Kein Umzug, er lebt weiterhin in Köln. Sein Bruder ist zumindest Teil des Kaders. Bis auf Weiteres, man weiß nicht, ob er weiter verliehen wird. Und selbst wenn er weiter verliehen wird zu Viktoria Köln, wohnen sie immer noch in der gleichen Stadt. Da ist so schon ein bisschen, sagen wir mal, was vorbereitet worden. Und ihr kennt das ja, es gibt manchmal Spieler, die sind tatsächlich so gut, dass sie, sagen wir mal so, zu schade sind für eine niedrigere Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Prognose ist, auf die man sich verlassen sollte, aber ich könnte es mir bei ihm ganz gut vorstellen, dass das ein Spieler ist, der, sagen wir mal, ein bisschen unterfordert war in der 3. Liga. Trotz alledem, wir dürfen nicht vergessen, die 3. Liga ist nur noch semi-amateurhaft. Sie ist aber natürlich auch gleichzeitig semi-professionell. Es gilt als offiziell 3. Profiliga und früher oder später hätte sein Weg sowieso in die 2. Liga mindestens geführt. Jetzt sind wir halt aufgestiegen und ja, die Frage ist, wird er einen Platz im Kader bekommen oder wird er sich sogar einen Platz im Stammkader erkämpfen? Ich bin kein Hellseher. Ich bin aber guter Dinge. Allein schon seine ganze Einstellung. Das ist ja einer von diesen seltenen Straßenfußballern. Und er hat auch mal in einem Interview geäußert, ich zitiere, über sich und seinen Bruder sagte er, wir haben keinen Druck, sondern spielen einfach. Wir machen uns keinen Kopf, sondern haben einfach Spaß am Fußball. Wir dürfen das machen, was wir lieben und wir genießen es. Ja, vergiss nicht, in den letzten Jahren war das Spiel beim FC doch recht verkopft.
In vielerlei Phasen. Nicht ständig, aber öfter mal. Man hat halt gemerkt, dass sehr viele dieser Spieler in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet wurden und dadurch einer gewissen Doktrin unterstanden. Die beiden waren ursprünglich Teil des Nachwuchsleistungszentrums unseres Rivalen Borussia Mönchengladbach. Dort sind sie dann aufs Abstellgleis verfrachtet worden, landeten dann bei Meerbusch und wurden dann von Viktoria Köln entdeckt. Und naja, das ist eine nette Geschichte. Lustigerweise beschäftigen sich die Medien so wenig mit den beiden, dass noch nicht mal irgendwo bei Wikipedia hinterlegt wurde, wo jetzt wohl tatsächlich ihr Geburtsort liegt. Da steht nur Deutschland. Ja, keine Ahnung. Wenn es eine Stadt Deutschland gibt, informiert mich bitte. Aber das ist der Stand der Dinge. Ihr Trainer Olaf Jansen, also ihr bisheriger Trainer, sagte auch über die beiden, sie bringen eine Unbekümmertheit mit, die ihnen sehr gut tut. In manchen Situationen müssen sie noch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinbekommen, um die Dinge zu greifen, die möglich sind. Bei beiden ist noch ein riesiges Potenzial da. Jetzt gilt es dran zu bleiben und stetig besser werden zu wollen. Und ich glaube, die Ambitionen haben die beiden. Insbesondere halt Said. Auf den freue ich mich. Und da sage ich ganz ehrlich, wisst ihr, es gibt auch manchmal die ein oder anderen Erstligisten, die so oder so sich mit guten Spielern aus der dritten Liga sogar verstärken. Solche typischen Kandidaten sind dann meistens zum Beispiel auch Werder Bremen oder ich würde sagen mit gewissen Vorbehalten auch Heidenheim. Und warum sollten wir auch nicht dazugehören? Wisst ihr, Christian Keller hat sehr viel Scheiße gebaut mit seinen Transfers. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ein Erik Martel war ein Volltreffer, ein Hussein Bashic ist in meinen Augen auch ein Volltreffer gewesen. Er hat zwar seine Schwächen, aber das ist definitiv ein Erstligaspieler und von daher, wer weiß, vielleicht war das seine letzte Entdeckung. Und so wie der Junge sich aktuell in den Fokus gespielt hat, kann ich euch sagen, es gibt viele Vereine, die uns wahrscheinlich gerade beneiden und sich in den Hintern beißen, dass sie ihn nicht entdeckt haben. Wir haben es und jetzt hoffe ich doch mal, dass wir gut genug spielen, damit der Junge genug Spielzeit erhält und hin und wieder mal auftrumpfen darf. Und wie gesagt, ich bin kein Hellseher, aber es würde mich nicht überraschen, wenn daraus so eine märchenhafte Geschichte sich entwickelt. So, keine Ahnung, spielt die ersten paar Spiele und dann geht es schon los. Ein Tor nach dem anderen oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung, ich bin da vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber ich möchte euch nur mal in Erinnerung rufen, wir haben nicht nur 2 Spieler verpflichtet, eigentlich 4 Spieler und einer davon ist ein Top-Talent. Manche ausländische Medien sagen schon German Wunderkind. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht haben wir da tatsächlich jemanden entdeckt, um den uns noch sehr viele beneiden werden und sehr viele vielleicht noch in Zukunft eine Menge Geld bieten werden. Ja, das sind so meine Gedanken zu Said El-Mala, die ich mit euch teilen wollte. Schauen wir mal, es ist keine Prognose, aber es ist eher sowas wie ein Funken Hoffnung. Und ich will euch einfach nur mal halt mit diesem Video in Erinnerung rufen, keine Sorge, wir haben nicht nur 2 Spieler verpflichtet. Und einer davon ist der beste Spieler der dritten Liga. Ja, das wäre alles an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.